Tja, Freunde, für uns geht es weiter, stets heiter in irgendeiner Art und Weise. Hier zurück bei Tears of the Kingdom. Wir sind auf der Suche nach Schatztruhen, mehr nach den Inhalten, ne, nach Rüstungssets unter anderem. Es geht aber auch noch ums Komplettieren des Spiels, das heißt restliche Sidequests und restliche Episoden. Ich glaube, er hat eine neue Episode für uns hier. Noch immer keine Hilfe. Was ist denn los? Neuen umschauen? Ich dachte, du wärst mit Sicherheit die Verstärkung. Die Steintafelsuche stürzen. Steintafelsuche? Wie schade, dass du nicht von so einer Forschungstruppe bist. Ich bin Link, hallo? Eins an der Steintafelsuche haben können, aber naja, ich will mithelfen. Ich bin so ein Kopf größer, kleiner als du, aber hey. Ein langer Blick am Forscher ist zwar nicht, aber sieht man nach einem echten Abenteurer aus. Ja, das kann man so sagen. Ich war schon auf der ganzen Welt. Über der Erde, unter der Erde, überall. Jo. Show me what you can. Hier habe ich mal ein kleines Steintafellager aufgeschlagen. Du wirst staunen, welches Wissen sich in diesen Ruinen verbirgt. Versuche die Däubran-Ruinen. Und ja, es sind 4 Steintafeln für eben jede der 4 Regionen. Und wenn wir jetzt eben noch gar nichts gemacht hätten und hierher kommen, wie es ursprünglich der Fall war, dann ist hier noch gar nichts. Und sobald wir halt anfangen, die Region nach und nach zu befreien, sag ich jetzt mal, dann tauchen hier auch die Steintafeln auf. Wenn wir den Regen aufhören, wäre auch noch ganz nett. Ich switch mal das Waffenset, weil ich hätte gerne ein bisschen was zu sehen hier. Ich kann doch irgendeine Waffe ablegen. Auf dem Boden? Nee. Irgendwie hier ablegen geht nicht, ne? Ich kann ein Schild hier ablegen. Wenn ich hier auswähle, kann ich ihn nicht ablegen. Ich kann nur so machen, das will ich ja nicht. Schild aber wegwerfen, ja, Sigi. Der Bogen sieht irgendwie scheiße aus. Das ist schon ein cooles Set so. Also, wir gucken mal, ne? Führe die geheime Kunst des Weisen des Windes in Gegenwart der Eule vor, die von vielen Drachen bewacht wird. Na, Standort nicht? Ich hab's ja gesagt. Die Sonas sind eine Zivilisation aus grauer Vorzeit. Heutzutage kann fast niemand mehr Sonar-Schrift lesen. Aber was auf dieser Steintafel steht, kannst du doch wohl lesen, oder? Das steht doch Hylianisch. Ja. So eine Herkunft in der basierenden Grund ist die Inschrift auf Hylianisch. Das ist eine gute Frage. Das ist nur eine Ahnung eines Experten. Hat ja vielleicht was mit der Geschichte von vor 10.000 Jahren zu tun. Zur Zeit, als die Shika ihre Technologie erfanden mit Titan und den Wächtern und allem drum und dran. Warte mal, wollte was von einer Eule. Ich meine, ist die Eule da gemeint, ne? Tun ist gar nicht da. Ah, doch, hier. Das ist immer eine gute Frage, warum überhaupt die Sonar-Technologie und die Schriften so aus, was mit dem Sonar zu tun hat, damals aus grauer Vorzeit ja verschwunden ist und durchs Hylianische ersetzt wurde. Man da die Königsfamilie eigentlich, oder die hier zumindest, die Königsfamilie hier in dem Spiel, in der Ära, ja auch aus dem Sonar bestand, kann man sich das schon fragen. Es sei natürlich, es gab da irgendwie Nachkommen, der dachte, nee, die Sonar sind scheiße und so, und mit denen nichts zu tun haben, weil ihretwegen, oder vielleicht war es gerade deine Sohn, ne, sag jetzt mal, also der direkte Nachkomme von Rauru und Sonja, der sich gesagt hat, nee, nur wegen meinem Vater ist meine Mutter gestorben und so, ich hasse die Sonar, die sind alle scheiße, ich will mit denen nichts zu tun haben. Und hat so wieder die julianische Kultur ins Leben gerufen, die es eigentlich schon, behaupte jetzt mal, schon vorher gab, aber das ist immer ein bisschen eine Frage von der Timeline her, ne? So, 4x3. Ja, und jetzt, wo Drachenwachen geschafft. Hä? Das war's?
Und eine kurze Episode hier, ne? Ach, den ersten habe ich. Und dann nur Saphire drin. Tja. Mach das. Schau es in aller Ruhe an. Um ihren Windeseil zwischen den zwei Drachen hindurch zu bewegen. Das finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Um dich in Windeseil zwischen den zwei Drachen hindurch zu bewegen. Warum mich? Ich meine, er schießt damit ja der Yunobo weg. Also sein Geist zumindest. Zwei Drachen. Naja, diese ganzen Symbole, Tiere hier, ne? Eule, Drache und Schwein oder Eber. Wobei er lustigerweise Eber für die Kraft steht und Drache für den Mut und die Eule für die Weisheit. Gut, die Eule mit Weisheit ist klar, das hätten wir uns auch so denken können. Dass der Eber hier für Kraft steht und der Drache nur, in Anführungszeichen, nur für den Mut. Naja. Muss natürlich aufpassen, weil jetzt überall noch Wachen. Die lassen es krachen. So sind die Drachen. Da ist eine Eulenstatue. Hier. Obwohl. So, die kommen ja rein, ne? Ah, so, ja, logisch. Dass es vorne sein muss. Ich habe gerade überlegt, wie das funktionieren soll, weil hier ist gar kein. Ja. Gar keine Vorrichtung, wegen was er rausfahren kann hier. Also da zumindest nach raus. Ein Rhodonit. Ja, Rhodonit Feuer, okay, das macht sogar ein bisschen Sinn. Nachher ein bisschen schwächer Typen hier, ne? Da bin ich mal weg, tschüss. So, und zwar hätten wir auch schon. Jo, ist erledigt. Dann schauen wir uns auch noch an. Sehr gut, dann gucken wir uns mal das dritte an. Lade die Kraft der geheimen Kunst des Weisen des Wassers auf und setze ihn in Gegenwart von 6 Drachen frei. Ein 6 Drachen Audienz. Ja, Sidon, wir brauchen dich. Ein Ort, der mir zu geheuer ist. Das sieht aus wie ein Friedhof. Nee, nicht ganz. Ja, vielleicht soll er doch kurz mal rüberfliegen, ne? Rivali, baut eine Sprungkraft. Oh ne, den gibt's ja nicht mehr. Da
Drachenköpfe haben wir hier überall, ne? Das ist keine große Hilfe. Warum immer so hoch? Zelda, bist du hier? Fliegt er hier häufiger durch? Sehe sie aber gerade nicht, ne? Nee, nee. Vorne war nix. Das sind keine 6 Drachenköpfe, das sind glaube ich nur 3, wenn überhaupt. Das sind zwar auch keine 6 Drachenköpfe, aber 6 Dinger. Hm. Mit ein bisschen Fantasie könnten 6 Drachenköpfe sein, wobei 6 runtergefallen ist. Ja, sie gehen natürlich noch näher ran, ne? Dafür braucht er einen Teil mit ein bisschen mehr Power. So, weil das sieht schon so aus, als würde das nachher gleich aufgehen. Oh. Vielleicht zuerst einen 6 Drachen wieder draufschrauben. Ja, aber ganz ehrlich. Ja, mit viel Fantasie ist ein Drachen, aber irgendwie. Oh, wieder mal einen stärkeren. Das sind auch Drachenköpfe, das sind nur 3. Oh, Ice Baby, ne? Ja, frier ein Kumpel ein, das passt. Was meint ihr, ein Ort, der eher unheimlich ist? Eine Art Friedhof oder so, ne? Von hier aus gucken, ne? Irgendwas, was aus. Wobei hier eine Form von Drachenköpfen zu finden, das könnte eher knifflig werden, tatsächlich. Ja, können wir mal unten gucken. Ich will auf der anderen Seite. Huch. Wieder ein paar Typen. Hä? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, aber es ist schräg gewesen, weil hier waren wir schon.
Vor allem sind es ja 7 Drachenköpfe. Da ist der Kumpel schon wieder. Gehört denn das noch dazu oder ist das auch schon draußen? Man, es ist auch ein Drachenkopf, ja. Mit meinem Freund. Ja, hallo? Was ist eigentlich für ein seltsamer Sumpf hier? Warum vor allem? Bin ich hier außenrum irgendetwas? Kommt der Phantomgarn wieder raus oder was? Also so tot aussehen, das ist eigentlich ein Zeichen dafür. Tja. Schwierig gerade. Ist er wieder entdeckt, super. Das Gebiet ist ja schon groß, ne? Darf man nicht unterschätzen. Wieso kommen sie hier hoch? Junge. Schmeißen wir einen Stein auf uns, ich glaube das nicht. Oh, warte mal. Der ist eigentlich, da waren wir schon. Was ist das? Eine einsame Insel hier? Aua! Das ist unhöflich, Alter. Wieder wusste ich das. Übrigens, das ist ein Stein. Junge, Junge. Ist gar nicht so leicht zu finden. Hä? Das Gebiet ist halt doch recht groß, ne? Da kann es, im Prinzip kann es überall hier sein, tatsächlich. Da vorne vielleicht? Was bin ich hier schon wieder? Hey, ich finde aber hier. Warte mal. Geh nochmal logisch vor, ne? Ich meine, es muss immer so eine Stelle haben, wo man sieht, hey, da ist eine Art Bodenplatte, damit die nachher aufgehen kann, weil sonst, wie soll das funktionieren, ne? Damit da ja, sich was aus dem Boden halt erhebt. Wenn so ist wie bei einer anderen Quest gerade. War schon wieder hier drüben irgendwo. Hier, ne?
Genau, ich meine, es sind 6 Statuen. In ein bisschen Fantasie sind hier auch so Drachen oder Schlangen dazwischen. Aber er hat das schon gemacht hier. Da muss ich... Warte mal. Lade die kraftige Heilungskunst des Weißen des Wassers auf. Das heißt ja aufladen. Ich habe ja den Angriff noch, ne? Ich muss noch den einsetzen. Oh, warte mal. Die Idee selber ist nicht schlecht. Hier, ne? 3, 4, 5. Ja, das sind 6. Sind's die hier? Oh. Okay, aber wieder mit dem Aufladen. Ne? Also dasselbe Prinzip wie zuvor. Nur halt richtig machen. Okay, okay. Das mir schon, ich muss irgendwie alle treffen können. Okay, oder auch nicht, aber ist egal. Ah, hier sehen aus einer Steinplatte. Okay, da heißt, Pichus Power müsste aber auch dort sein, ne? Oh, gerade warm. Das wird zumindest irgendwie Sinn ergeben. Link, der Held. Bekämpft. Mühelos. Und vor allem... Was? Aha. Natürlich auch vor allem mutig, unerschrocken und so. Sämtliche Leunen, sämtliche... Keine Ahnung. Sonstige Monster, die es hier gibt. Bekämpft Ganondorf, Phantomgannen, alles mögliche und krepiert im Sumpf. Tja. Kann's geben. Okay, Opalschirm fürs Wasser, interessant. Schnell mal zurück, wird eh schon wieder Nacht. Beziehungsweise ist schon Nacht. Da fehlt noch eine Quest, ne? Die mit Richu, dann hätten wir, glaube ich, die Episode ja durch und das sogar in dieser Folge. Cool. Ich meine, klar, das hier gerade mit der Quest um Sidons Fegen und so ein bisschen länger gedauert, dafür waren andere ein bisschen kürzer. Mal gucken, dass wir da irgendwie in die Mitte kommen. Ah, hier. Jo, wir haben es geschafft. Jo. Ja, schau es dir an. Für die Heilkunst der Weisen des Donners am Körper eines Drachen aus, der über dem Berg des Todes wacht. Hä? Todesberg? Jetzt bin ich verwirrt. Mein lange Drachen. Ja, es klingt eigentlich so, als wäre es eher einen langen Drachenkörper bezogen. Zumindest einer, der so aussieht wie der hier zum Beispiel, den wir schon mal im Boden gesehen haben. Dann treppenmäßig, wenn ich den dann erreiche und, ich sage jetzt mal, doof gesagt, dort die Fähigkeit halt einsetze, dann könnte es klappen. Ich meine, der über dem Berg des Todes wacht, kann natürlich auch ein Hinweis darauf sein, dass er halt dorthin guckt. Weil wachen heißt nicht, dass er irgendwie genau dort stehen muss. Es reicht ja, wenn er einfach den erblickt. Und der Todesberg müssen wir eigentlich auch sehen. Hä? Der Todesberg hin? Ah, weg.
Hä? Keine Markierungen mehr oder was? Also, wer von diesen Köpfen guckt da hin? Vielleicht eher einer da vorne steht sogar und auf die Richtung blickt. Ne, muss man kurz hochklettern, ne? Hm. Drachenköpfe darüber gucken? Muss ein bisschen tiefer gehen. Ah, da ist noch so einer. Das ist zwar ein Drachenkopf, wird aber nicht damit gemeint sein. Weil der guckt falsch. Wir müssen darüber gucken. Ja, vielleicht finde ich hier noch etwas. Wobei. Wir waren schon auf Suche nach Drachenköpfen. Mir noch aufgefallen, hier einer wäre. Vielleicht doch eher vorne? Der hier. Naja. Ja, mit ein bisschen Fantasie blickt der zum Todesberg tatsächlich. Wenn man den hier gar nicht richtig sieht. Aber egal, warte mal. Wie hieß das ganze Ding? Was muss ich hier machen? Okay. Hä? Wie jetzt ist der falsche? Ja, ist ja gut. Ziemlich langer Drache. Ah, dann geht das Ding hier auf, ne?
Okay. Weil mich jetzt fragt, hätte man die Quest nicht irgendwie schon starten können, bevor man die 4 Regionen macht? Oder war ich damals irgendwie einfach zu rasch und so und habe sie gar nicht gestartet? Weil diese Quest erfordert doch gar nicht, dass wir die anderen 4 Regionen schon besucht haben. Das müsste auch ohne gehen. Nur halt eben die 4 Steintafeln erscheinen halt erst, sobald wir die welche Region halt gemacht haben. Ah, du bist wieder Kollege. Was soll hier genau passieren? Ja, ich mache hier ein bisschen Terraforming. Was denn jetzt? Ah, da. Der Schatten-Zweihänder. Schmales Großes Verlangen seines Königreichs Hyrule gelangt. Seine Klinge leuchtet weihevoll. Ja, es ist gut, das heißt der Schatten-Zweihänder. Und dann seht ihr das Gandalfs Schwert als Twilight Prince bezeichnet, aber es war ja schon so, dass er das eigentlich gestohlen hatte, ne, wenn wir ehrlich sind. Beziehungsweise, er wurde damit ja eigentlich erstochen, ne, er sollte getötet werden. Und, naja, er war halt nicht tot. Weil das einfach der Kraft hatten, dass er einfach so gesagt hat, nö, ich lasse ihn einfach mal am Leben. Und dann dachte sich Gandalf so, du, wir haben eine starke Waffe, warum soll ich den einfach behalten, ne? Schon ein cooles Teil, da zu Hause aufhängen. Hey ja, Kollege, wo bist du? Kollege ist hier, Kollege Schnürschuh ist hier. Ich hätte gedacht, dass es in solchen Orten Ruinen gibt. Hast du sie gefunden? Das steht etwas Unheimliches Wichtiges drauf. Ach, diese Aufregung. Okay, genug geschwärmt. Ja. Steintafel, welche die Treue preist. Dass heute Frieden in Hyrule herrscht, verdanken wir König Rauru, den Dämonenkönig versiegelte. König Rauru? König Rauru hat den Dämonenkönig versiegelt? Ja. Demzufolge war Rauru der Name des ersten Königs von Hyrule. Der gebannte Dämonenkönig, ganz klar, diese Inschrift beschreibt den Versiegelungskrieg. In der zu guter Letzt siegreichen Schlacht erfuhr der König Beistand durch Weise, welche Mysteriensteine trugen. Unter ihnen waren 4 Weise aus Hyrule. Es waren treue Krieger, die König Rauru ohne Zögern zur Hilfe eilten. Erfüllt von Stolz auf diese 4 hat das Volk von Hyrule diese Steintafel errichtet, um sie auf ewig für ihre Treue zu preisen. Seite standen, ja. Weshalb es auf den Steintafeln auch Texten Hylianisch gibt. Aber eben, ich meine, das Ganze muss ja damals passiert sein, nachdem eben König Rauru Gandalf versiegelt hat und dabei verstorben ist. Ne? Das kann nicht vorher und dann nicht irgendwie Äonen später passiert sein. Es muss ungefähr in dieser Ära passiert sein. Das heißt, Hylianisch muss es neben der alten Schrift der Sonau bereits gegeben haben. Jetzt kannst du natürlich fragen, wenn die Rauru aus dem Himmel, die Sonau aus dem Himmel hinabstiegen, die reine Schrift dabei hatten und so dann König Rauru das Königreich Hyrule gegründet hat oder neu gegründet hat oder wie auch immer man das nachher gemäß Timeline interpretieren möchte. Warum gab es dann auch noch Hylianisch? Also war Hylianisch trotz allem die Schrift, die auch blieb, sag ich jetzt mal, ne? Die quasi eben von den Hylianern, die es halt schon vorher gab, die wir eigentlich, wie wir wissen, ja von der Göttin Hylia abstammen und so, die von denen entwickelt wurde. Dann kam die Sonau mit ihrer eigenen Schrift. Das hat sich aber in den Hylianern auch unter König Rauru nicht wirklich manifestiert, sag ich jetzt mal. Es war halt trotzdem die Schrift der Sonau. Die Sonau sind dann nach und nach ausgestorben. Rauru und Minero waren die letzten ihrer Art und ja, demzufolge kann ich mir durchaus vorstellen, eben, dass alles, was, also dass die Schrift der Sonau gar nie Einzug erhalten hat in Hylia. In Hyrule und nun in den Hylianern.
Weil sonst macht es keinen Sinn, wenn du sagst, ja, okay, wir haben jetzt dann nochmal eine Schrift und wir haben 2 Schriften und die eine Schrift verlernen wir nachher. Hä? Warum? Das wäre gerade ein Grund zu sagen, hey, wir huldigen König Rauru, wir danken ihm für alles, wollen an den Weisen so huldigen und deswegen würden wir im Prinzip ja auch ihre Sprache fortsetzen, der Sohn, damit dies nicht verloren geht, aber aus irgendeinem Grund ging es ja verloren. Und Zeldas Vater, ne, der hat ja auch verboten, dass wir überhaupt unter Schloss Hyrule überhaupt forschen dürfen. Ne? Also die Kammer, in der Ganondorf ja, wie wir in Folge 1 gesehen haben, versiegelt war, dort durften wir gar nicht hin. Das hat ja immer untersagt gehabt und gesagt, nein, darunter darf niemand und so, das ist allem verboten, auch Zelda, du darfst nicht runter und so, niemand darf darunter. Das war eben wohl dieses Wissen, dass da unten der Dämonenkönig versiegelt wurde und wurde vermutlich, ich sage Vermutung von mir, von König zu König weitergegeben, dieses Geheimnis eben. Mit auch dem Versprechen, dass das niemals enthüllt werden darf. Dass niemals jemand runter darf und ja, so blieb Gandalf halt die ganze Zeit unten versiegelt. Mehr oder weniger, weil ich glaube, weil aufgrund dessen, dass ja auch dann die Währung Ganon erschien und mit der Sheikah-Technologie und so, dass zumindest die Sheikah da unten waren und vielleicht das der eigentliche Grund war, weshalb der damalige König es verbannt hat. Weil die Sheikah vielleicht zu viel wussten. Weil irgendwie mussten die Sheikah eine Art Frühwarnsystem entwickeln, ne, um zu wissen, wann Ganon zurückkehrt. Aber ist eine ganz andere Geschichte. Ich bin gerade ein bisschen abgedriftet, sorry. Das ist ein Sensationsfund. Das wird fein. Danke dir von Herzen. Oh, danke auch. Wow. Nicht übertreiben, ja? Nicht, dass du nachher direkt arm bist. So, damit hätten wir die Episode um die Däubran-Ruinen gemacht. Sehr schön. Damit fehlt wirklich nur noch eine Episode, die mit Koga bzw. mit Yiga. Also es gibt hier nochmal ein anderes Kapitel. Sobald wir uns dem Yiga-Versteck nähern würden, was ja bald schon der Fall ist, ne? Das ist dann das, hat ja mit dem letzten Schrein hier zu tun, was dann machen würde. Nebenquest wäre nur noch hier das mit dem Brunnen. Aktuell, das heißt, in nächster Folge geht es dann hier zu den nächsten Punkten hier auf, weil hier werden neue Cyberks getriggert, die eben auch mit der Rüstung zu tun haben. Und die dementsprechend natürlich wichtig sind. Was ich aber ganz kurz noch machen möchte, gehen wir kurz nach Kakariko. Kakariko! Und ich würde auch gerne mit Impa quatschen. Wenn das jetzt zu früh ist oder so, ob wir erstmal mit Pura quatschen müssten. Das fehlt noch, das Gespräch, nachdem wir Mineru, den 5. Weisen, gewonnen haben. Da müssen ja auch einige der Hauptquests da erfüllt werden. Aber da ich das eigentlich doch fast ziemlich zum Schluss machen würde, bevor wir dann zu Gandalf uns aufmachen, dann mir so, ja, komm, wir warten noch ein bisschen. Aber wo ist denn jetzt? Wir haben Impa schon eben nicht mehr gesehen. Müsste eigentlich in Kakariko zurück sein. Ist vielleicht wieder hier im Haus zurück? Ist trotzdem hier zu Hause. Da ist sie ja. Sie bestaunt die Abbildung, ne? Da steht ein Tagebuch lesen. Okay. Impa. Wenn das nicht Link ist, wie schön, dich gesund und munter wiederzusehen. Ich bin selbst gerade erst ins Dorf zurückgekehrt. Dass du einen Blick auf die Erinnerungen des weißen Drachen, Prinzessin Zeldas besser gesagt, erhaschen konntest. Das ist sicherlich eine Art Omen. Der Dorfvorsteherin Paya trägt nun die Verantwortung für das Dorf. Da will ich weiter eine Möglichkeit suchen, Prinzessin Zelda in ihr altes Ich zurückzugeben. Du solltest deine Bemühungen darauf konzentrieren, die Auswirkungen des Kataklysmus zu bekämpfen. Link. Weißt du, was auf diesem Wandschirm dargestellt ist? Was du dort siehst, ist die Geschichte der Verheerung. Die Geschichte der Hyrules niemals vergessen werden darf. Link fragt ernsthaft nach der Verheerung, nach der Geschichte der Verheerung. Ich glaube, es sagt. Nee, also come on, Link. Das kann nicht dein fucking Ernst sein. Gerade du dürftest. Nee. Einfach nee. Junge, der hat ein Gedächtnis, ganz ehrlich. Oh mein Gott. Okay, Freunde, die Folge ist schon lang genug. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Dann das Gespräch weiterführen. Vielleicht gibt uns Impa einen interessanten Einblick in die ganzen Dinge, die wir jetzt erfahren haben.
Also ich hoffe ja irgendwie, dass sie selber erkennt, wegen, hey, Ganon, Ganondorf, das muss eine Verbindung bestehen. Vielleicht eben sogar dasselbe Wesen, im Grunde genommen. Auf eine andere Erklärung und dann, tja, Sidequest-Time wieder mal, ne? Bis dahin, tschüssi.